Ich weiß nicht, was genau diese Bitterkeit ist. но само знам, че то е състояние на сърцето, Was ich weiß, ist, dass es ein Zustand des Herzens ist. което те прави нещастен, Das macht dich unglücklich, което те прави слаб, das macht dich schwach което ти взима радостта. und das nimmt dir die Freude weg. Това прави огорчението. Das tut die Bitterkeit. Много често огорчението е самата атака на Сатана. Und oft ist diese Bitterkeit der Angriff Satans. Guten Morgen alle zusammen. Добро утро на всички. Freue mich zu sehen. Радвам се да ви видя. Alle ist sehr, sehr schön. Всички, които виждам, са супер. Юнга, schlau, Млади, reiche. умни, богати. Ujo, in Glaube. Във вярата. Толкова съм щастлив отново да бъда пред вас. Ich bin sehr froh, bei euch zu sein oder vor euch zu sein. Специални благодарности на Васко. Ich bedanke mich bei Juli. Толкова ти благодаря, братко. Защото той ангажира семейството си, за да дойде да ми превежда. Er bedankt sich bei mir, dass ich meine ganze Familie mitgenommen habe. Hallo, schöne Mädchen. Freue mich. Das ist Vasco Tochter, Frau, aber wo ist kleiner? Ah ja, und kleiner Sohn. Sorry, ich spreche super Deutsch. Leute verstehen nicht, aber ich verstehe. Норче, здравей, сестричке. Hallo Schwester. Тази сутрин искам да ви проведа една много интересна тема. Heute Morgen haben wir ein interessantes Thema. И тя се намира в книгата на пророк Йона, 4 глава, 6 стих. Wir öffnen in Jona Kapitel 4, Vers 6. И аз ще го прочета на български. Ich werde es auf Bulgarisch vorlesen. И Бог определи да израсне една тиква, която се издигна над Йона, за да бъде сянка над главата му и да го избави от огорчението. И Йона се зарадва твърде много за тиквата. Gott der Herr aber schuf einen Rizinus, der über Jona wuchs, um Schatten über seinen Kopf zu geben und ihn von seiner Niedergeschlagenheit zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Ето ви един щастлив пророк. Das ist ein glücklicher Prophet. Но той имаше голям проблем. Aber er hat ein großes Problem. Вътре в сърцето си. In seinem Herzen. И вие виждате в този стих, той беше огорчен. In diesem Vers sieht man, er war niedergeschlagen oder, wie es die andere Übersetzung sagt, verbittert. Моята тема тази сутрин е под сянката на тиквата. Mein Thema heute Morgen heißt unter dem Schatten des Rizinus. Огорчението. Der Bitterkeit. Знаете ли какво е тиква? Wisst ihr, was ein Rizinus ist? Ще ви кажа една тайна, когато мимето ми е ядоса, не ми вика, ей, тикво! Auf Bulgarisch, wenn meine Frau sich über mich ärgert, dann sagt mir dieses Wort Rizinus. Aber ich sag großer oder kleiner? She sagt großer. Ja. Но в България, в България, когато тиквата се изпече на огън, also das Wort hier ist, auf Bulgarisch heißt es Kürbis eigentlich, deswegen gibt es ein bisschen Wortspiel. Wenn man also ein Kürbis in den Ofen tut, тогава тя става много сладка. Dann wird der Kürbis sehr süß. И ние в България го наричаме тиквеник. Und dann macht man ein Kürbisstrudel in Bulgarien. И аз казвам, скъпа, не ми викай тиква, кажи ми тиквеник. Разликата е огромна. Und dann sage ich zu meiner Frau, sag mir nicht, dass ich ein Kürbis bin, sag mir, dass ich ein Kürbisstrudel bin. Strudel. Това е огромна разлика. Das ist ein Riesenunterschied. И така, огорчението. Also Bitterkeit oder Missmut. Били ли сте огорчени? Seid ihr schon mal verbittert? Виждали ли сте огорчен човек? Oder habt ihr schon einen verbitterten Menschen gesehen? Какво е огорчението? Was ist denn Bitterkeit?
Ако ние се опитаме да го анализираме, Wenn wir versuchen, die Bitterkeit zu analysieren, ние ще срещнем много проблеми. dann werden wir viele Probleme da sehen. Огорчението не е математика. Das ist kein Mathe. 2 плюс 2 е 4. 2 plus 2 ist 4. Огорчението не е химия. Bitterkeit ist keine Chemie. Огорчението не се намира в ума. Und das befindet sich nicht in unseren Köpfen, im Hirn. Според вас, къде се намира огорчението? Wo befindet sich denn die Bitterkeit? Was denkt ihr? Ja, es richtiger. Огорчението е ето тук в сърцето. Die Bitterkeit ist genau hier im Herzen. Знаете ли какво прави човек, когато е огорчен? Was macht der Mensch, wenn er verbittert ist? Той си говори сам. Er spricht mit sich selbst. Окая наш човек. Oh, ich armer Mensch. Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Wer wird mich von diesem vergänglichen Leib befreien? О, защо Бог направи така с мен? Warum ist mir das widerfahren? Warum hat Gott das zugelassen? Огорчението е състояние на сърцето. Also die Bitterkeit ist ein Zustand des Herzens. И то не се лекува с медикаменти. Und das kann man nicht mit Medikamenten heilen. Огорчението ти отнема щастието. Die Bitterkeit nimmt dir dein Glück weg. Аз видях нашата стара сестра, дето свидетелстваше. Die Schwester, die vorher das Zeugnis gegeben hat. Wie viel alt bist du, liebe Schwester? Wie alt ist die Schwester, die das Zeugnis gegeben hat? Wie viel alt bist du? 4? Nein, diese alte Schwester, ja? Wie viel? Bruni, wie viel alt bist du? Sie nicht hören. Sorry. 80? 84? 78. Ich auch 4. Aber 50. Вижте, на тези години тази жена може да бъде щастлива. Also in diesem Alter, schaut mal, diese Frau, sie kann glücklich sein. Виждали ли сте млади, нещастни хора? Habt ihr schon junge, unglückliche Menschen gesehen? Oh. В България имаме една песен. In Bulgarien gibt es ein Lied. Sorry, Bina. Sorry, бруда. Ама, кажи, не мога да стоя на едно място. Ich kann nicht stehen bleiben. В България ние пеем такава песен. Also in Bulgarien singen wir folgendes Lied. Едни млади хора, когато са тъжни. Also die jungen Menschen, wenn sie traurig И sind, ние пеем така: смъка в сърцето, mit Traurigkeit im Herzen и с глас подавен, und einer niedergedrückten Stimme. чува се нейде, Irgendwo hört man, младеж ридае. ein Jugendlicher heult. В ума му идват мисли най-тъжни. In seinen Gedanken kommt Traurigkeit. Кому да каже? Wem soll er das sagen? Приятел няма. Er hat keinen Freund. Да, ние пеем такава песен. Es gibt so ein Lied. И мога да ви кажа, че човек, който не е огорчен, няма значение колко е стар, дали е млад или е стар. Also es ist egal, wenn du von Bitterkeit betroffen bist, dann ist das Alter nicht wichtig. Той е щастлив. Wenn du keine Bitterheit hast, dann bist du glücklich. Не знам точно какво е огорчението. Ich weiß nicht, was genau diese Bitterkeit ist. Но само знам, че то е състояние на сърцето. Was ich weiß, ist, dass es ein Zustand des Herzens ist. Което те прави нещастен. Das macht dich unglücklich. Което те прави слаб. Das macht dich schwach. Което ти взима радостта. Und das nimmt dir die Freude weg. Това прави огорчението. Das tut die Bitterkeit. Много често огорчението е самата атака на Сатана. Und oft ist diese Bitterkeit der Angriff Satans. Помните ли Йов? Könnt ihr euch an Hiob erinnern? Йов беше много огорчен човек. Er war ein sehr verbitterter Mensch. Той каза: толкова съм огорчен. Er sagte, ich bin so verbittert. По-добре да умра. Lieber sterbe ich. Гол излязох от утробата на майка си. Nackt bin ich vom Mutterleib gekommen. Гол ще си отида в земята. Und nackt gehe ich in die Erde zurück. Господ даде, Господ взе. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Това са думи на огорчен човек. Мислите ли, че това е един щастлив човек? Also das sind Worte eines verbitterten Menschen und nicht die Worte eines glücklichen Menschen, oder? И ви казвам, че това беше директна атака на Сатана. И вие знаете историята. Und ihr kennt das war ein direkter Angriff Satans. Но огорчението може да дойде по много други причини. Aber die Bitterkeit
kann aus verschiedenen Gründen kommen. Откъде може да дойде огорчението? Woher könnte die Bitterkeit kommen? На първо място, докато служиш на Господа. An erster Stelle kann die kommen, wenn du dem Herrn dienst. Странно, нали? Komisch, oder? Знаете ли, че първото огорчение, описано в Библията, е свързано с служба на Господ? Die erste Bitterkeit, die in der Bibel erwähnt wurde, hat mit dem Dienst an den Herrn zu tun. Кой се огорчи, защото жертвата му не беше приета? Wer war denn verbittert, weil sein Opfer nicht angenommen war? Кой? Каин! Каин! Каин и Авел служиха на Господа. Kain und Abel dienten dem Herrn. Прекрасни братя, Super, Brüder, всичко беше наред. es war alles gut. До момента, до който Бог каза, не ти приемам жертвата. Bis der Herr gesagt hat, dein Opfer nehme ich nicht an. И той се огорчи. Und der war verbittert. Когато човек е огорчен, търси виновен. Wenn man verbittert ist, sucht man nach einem Schuldigen. Кой беше виновен? Wer war schuldig? Кой беше виновен? Wer war schuldig? Брат му. Sein Bruder. И той какво направи? Und was hat er gemacht? Уби го. Brachte ihn um. Първият критерий, че си огорчен, братко и сестро, е това, че търсиш някой друг да е виновен. Das erste Merkmal, dass du verbittert bist, ist, wenn du die Schuld bei einem anderen suchst. Аз никога не си спомням да съм бил виновен. Ich kann mich nie daran erinnern, schuldig geworden zu sein. Но това е свидетелството на моята съпруга. Тя казва, ти никога не си виновен. Das ist das Zeugnis von meiner Frau. Sie sagt, du bist nie schuld. И аз казвам, ма как може такъв свят човек да е виновен? Aber ich sag mir, wie kann so ein heiliger Mensch schuldig sein? Не виждате ли ореола около главата ми? Seht ihr nicht diesen Aureol über meinen Kopf? В България... Heiligenschein. Вие усещате, че аз се шегувам. Ihr wisst, ich mach Spaß. Така че огорчението може да дойде докато служиш на Господа. Also die Bitterkeit kann kommen, während du dem Herrn dienst. Огорчението може да дойде от хвалението, знаете ли това? Das kann auch durch den Lobpreis kommen. Не. Schwester, na, ich bin happy heute. Помните ли песента, която пееха жените, когато Саул и Давид се връщаха от битката? Wisst ihr noch das Lied, das die Frauen gesungen haben, als David vom Schlachtfeld zurückkam? Те пееха, Давид порази 10 000. Sie sangen, David schlug Zehntausende А Саул 1000. und Saul nur Tausende. И Саул чу хвалението. Saul hörte den Lobpreis. Това беше истина. Das war И Wahrheit. вместо да каже слава на Бога, Und anstatt zu sagen, preis den Herrn, Бог ми е дал най-добрия генерал. Gott hat mir den besten General gegeben. От овчар го направи генерал. Vom Hirten zum Feldführer. Какво се случи с Саул? Was geschah mit Saul? Неговото сърце се вгорчи. Sein Herz wurde verbittert. Библията каза, че той е бил най-красивия, висок. Die Bibel sagt, dass er der Schönste war, groß gebaut. И за това го избраха за цар. Er wurde deswegen auserwählt zum König. За да говоря добре немски, трябва да съм по-висок от Васил. Damit ich besser Deutsch reden kann, muss ich größer als Vasil sein. Скъпи в Господа, погледнете огорчение, което идва от хвалението. Schaut mal, eine Bitterkeit, die durch den Lobpreis kommen kann. Защо Мануела свири толкова по-добре от мен? Защо? Warum spielt sie die Manuela viel besser als ich? Warum? Имам голям проблем. Ich habe ein großes Problem. Но с един хубав кухен ще се оправи. Aber durch einen großen Kuchen wird das alles gut. Така че огорчението може да дойде от хвалението. Огорчението... Also Bitterkeit kann durch den Lobpreis kommen. Die Bitterkeit? Огорчението може да дойде... Помните ли, когато очакваш нещо, а то не се случва? Also wenn man etwas erwartet und das geschieht doch nicht. Ти може да си добър човек. Du kannst ein guter Mensch sein. Или добра жена. Guter Mann, gute Frau. Помните ли Мария, която стоеше на гроба? Maria stand am Grab. Тя е една прекрасна жена, която вярваше в Бог. Eine wunderbare Frau, die an Gott glaubte. Тя беше донесла аромати. Sie brachte diese Salböle. Но тя беше дълбоко огорчена. Sie war zutiefst erbittert. Тя попита градинаря. Sie fragte den Gärtner. Къде е тялото му? Wo ist sein Leib? Кажи ми къде е.
Sag, Поне да го помажа. zumindest, dass ich ihn salben kann. Моите надежди вече са умряли. Also meine Hoffnungen die sind schon tot. Die Hoffnung. Аз си мислех, че с Исус аз ще имам прекрасен нов живот. Ich dachte, mit Jesus werde ich ein wunderbares neues Leben haben. Но всичко пропадна, Aber es ist alles vorbei. защото онзи ден те го убиха. Denn vorgestern wurde er getötet. Тя не знаеше кой стои пред нея. Sie wusste nicht, wer vor ihr steht. Тя беше толкова добра, тя носеше миро за едно умряло тяло, не за жив, за мъртъв носеше Sie миро. war so gut und sie brachte das Salböl für einen Toten, nicht für einen Lebendigen. Но тя беше огорчена. Sie war verbittert. Нейните мечти бяха угаснали. Also ihre Träume, die waren weg. Помните ли двамата към Емаус? Aber die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus, Те бяха огорчени. sie waren auch erbittert. При тях се приближи един човек. Ein Mann kam näher an sie И им каза, защо сте с наведени глави? Защо са тежки сърцата ви? Защо сте огорчени? und ein Mann kam näher und er fragte, warum seid ihr so erbittert? Warum seid ihr so betrübt? Само ти ли си нов в Ерусалим? Bist du der einzige Neue in Jerusalem? Ти не знаеш ли какво се случи? Weißt du denn nicht, was passiert ist? Онзи, който си мислехме, че ще ни върне царството. Derjenige, von dem wir dachten, dass er uns das Königreich Онзи, zurückbringt, който възкресява мъртви. der die Toten auferweckt, Изцелява болни. die Kranken heilt, Онзи, който е самия живот. der das echte Leben ist, Е умрял. ist tot. А ние се надявахме. Aber wir dachten und hofften. Точно така. А ние се надявахме. Und wir hofften, sagt die Bibel. И какво се случва? Той започва да им говори Словото Божие. Er fängt an, ihnen das Wort Gottes zu Не знаете predigen. ли? Wusstet ihr Не nicht? сте ли чели? Habt ihr das nicht Че Божият mitbekommen? син трябваше да пострада. Der Sohn Gottes, der musste umre. leiden. Er musste sterben. И да възкръсне на третия ден. Und am dritten Tag auferstehen. И когато вечерта той искаше да си отмине, Und als es schon Abend wurde und er wollte dann weiterziehen, те го поканиха на вечеря. haben sie ihn eingeladen И zum когато той Abendessen. разчупи хляба, те го познаха. Er brachte das Brot und dann haben sie ihn erkannt. И вижте думите им. Ihre Worte? Братко, Bruder, помниш ли как като той взе да ни говори, в сърцата ни се промениха и взеха да горят? weißt du noch, als er zu uns sprach, dann wurden unsere Herzen wieder heiß und wir veränderten uns. И как огорчението избяга и дойде надеждата и вярата и любовта? Wie die Bitterkeit verschwunden ist und dann kam Glaube, da kam Hoffnung, Liebe. Помниш ли това? Weißt du noch? Давай да се върнем в Ерусалим. Wir gehen zurück nach Jerusalem. 11 километра е разстоянието. 11 Kilometer И Entfernung. те през нощта тръгнаха. Und sie gingen nachts. И на сутринта отиват и казват на апостолите: жив е, жив е. Und sie kommen dann am Morgen und sagen zu den Aposteln, er lebt. Амин. Amen. И така, Also, как да се справим с огорчението? wie sollen wir mit der Bitterkeit umgehen oder sie besiegen? Не става само с кухен. Nur mit Kuchen geht das nicht. Много го обичам. Ich liebe Kuchen. Даже още сутринта се изцапах и мимето вика: леле, изцапал си се. Ich habe mich gekleckert am Morgen und meine Frau sagt mir, oh, Аз казах: скъпо, така ще съм по-сладък. ich sagte zu meiner Frau, so bin ich süßer. И така, имам малко време да разгледаме историята на Йона. Also, wir schauen uns die Geschichte vom Jona, vom Propheten Jona. И така, Йона е прекрасен пророк на Господ. Jona ist ein wunderbarer Prophet Gottes. И така се казва: и Божието слово дойде към Йона. Und so sagt die Bibel, und die Stimme des Herrn kam zu Jona. Идвало ли е до вас така Божието слово? Кой от вас е чувал директно Божия глас? Wer hat schon von euch die Stimme Gottes direkt gehört? Аз имам само един такъв случай в живота. Ich habe nur einen Fall in meinem Leben, dass ich die Stimme Gottes gehört. Не ви го препоръчвам. Ich empfehle das nicht. Ужасно е. Es ist schlimm. Ако Бог ти проговори директно, вероятността да умреш е 99,9. Wenn Gott zu dir direkt spricht, die Wahrscheinlichkeit, dass du umkommst, ist 99,9%. Не се шего. Аз паднах като мъртъв там. Ich bin dann als Toter umgekippt. Не исках да казвам това, което Бог ми казва. Ich wollte nicht sagen, was Gott mich beauftragt hat. Бях твърде млад. Ich war zu jung. Сега искам така Бог да ми говори. Heute möchte ich, dass Gott zu mir so spricht. Но знаете ли какво казва Бог? Was sagt der Herr? Дал съм си ти Библията, чети си.
Ich habe dir die Bibel gegeben, lies doch. Така че Бог говореше директно на Йона. Gott sprach direkt mit Jona. Божието Слово дойде към, помните ли, Йоан в пустинята. Das Wort Gottes kam zu Johannes in der Wüste. Божието Слово дойде към Исус от небето. Това е моя син, моят възлюбен. Gottes Stimme kam auch zu Jesus. Dies ist mein geliebter Sohn. Божието Слово дойде директно, когато целият Израил беше на планината Хорив. Помните ли след изхода? Und auf dem Berg Horeb, nach dem Exodus, da kam die Stimme zum gesamten Volk Israel. И Божият глас беше като Ниагарския водопад. Und seine Stimme war wie der Niagara-Fall. И хората се уплашиха. Die Menschen waren erschrocken. Да не ни говори Бог така. Oh, Gott soll nicht so zu uns reden. По-добре да си говори на Мойсей. Lieber spricht er nur mit Moses. Ние и Мойсей да говори на нас. Und dann spricht Mose zu uns. Да ви кажа, много по-добре, когато пастор Франц или някой друг тук говори от амвона. Es ist viel besser, wenn der Pastor Franz einfach hier von der Kanzel spricht. Много е хубаво да знаете. Es ist sehr schön. Много ми е спокойно. Es ist viel ruhiger. Почивам си. Ich ruhe mich aus. Мога да имам и съновидение. Ich kann einen Traum haben. Бог дава и в сън на възлюбения си. Auch wenn wir schlafen, gibt uns der Herr seine Träume. Толкова е хубаво, нали? Es ist schön, oder? И да, и слава на Бога за това. Gott sei Dank dafür. Но ето Словото дойде и какво направи Йона? Und was machte Jona, als das Wort kam? Той беше пророк с мисия и видение. Er war ein Prophet mit Mission und Vision. Когато бях млад и проповедниците говореха за видение, аз викам тия са луди. Als ich jung war und die älteren Prediger über Visionen sprachen, dachte ich mir, sie spielen doch. Какво е това видение? Was für Vision? Докато не видях първото си. Bis ich die erste Vision sah. Бях войник. Ich war Soldat. Бях уплашен. Ich war erschrocken. Бях избягал от поделението, за да отида на служба. Това е по време на комунизма. Das war noch in der kommunistischen Zeit. Dann bin ich von der Kaserne geflüchtet, zum Gottesdienst zu gehen. И така, аз бях в един много шумен трамвай номер 5 в София. Und ich war in der Tram Nummer 5, in der Linie 5 in der Hauptstadt Sofia. И българските трамваи са много шумни. Und die Tram in Bulgarien ist sehr laut, klapperig. И докато аз... така са. И докато бях там... Und während ich dort war, изведнъж чух небесното хваление. dann hörte ich den himmlischen Lobpreis. Такава тишина. So eine Ruhe. И там звучеше Халелуя. Das hörte ich. Халелуя. 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 Толкова е красиво. Es ist so schön. Пеете толкова красиво. Ihr singt sehr schön. Ще ви препоръчам пред Бога в небето. Ich werde euch dem Herrn empfehlen. Ще кажа, Господи, вземи ги там в хвалението. Ich werde sagen, Herr, nimm sie da in den Lobpreis. Ама мен да ме сложиш най-отпред. Aber ich möchte ganz vorne sein. Това беше видение. Вие не можете да се представите каква сила ми даде това видение. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Kraft mir diese Vision gegeben hat. Изведнъж станах силен. Und auf einmal war ich Не ме stark. беше страх от никой. Ich hatte keine Angst. Und Сега ме е niemanden- страх. Jetzt habe ich Angst. Но само от жената. Aber nur vor meiner Frau. Скъпа. И така, този човек, вместо да изпълни видението си, знаете ли какво направи? Und dieser Mann, anstatt die Vision und den Auftrag zu erfüllen, wisst ihr, was er gemacht hat? Той си взе билет в съвсем обратна посока Er kaufte sich ein Ticket für die Gegenrichtung и побягна. und ist geflüchtet, geflohen. И тогава беше модерно круизни кораби да има. Und da war ein Kreuzfahrtschiff И той отиде на почивка. und der ging in den Urlaub. Сега ще се занимавам тук с Божията работа. Hier, ich werde mich doch nicht mit dem Бог бил Werk ми Gottes говорил. beschäftigen. Да, бе.
Gott habe zu mir И вижте gesprochen. за какво ми говори. Schaut, was er ihm gesagt hat. Вместо Бог да ми каже, ти си толкова велик. Anstatt, dass der Herr zu mir sagt, du bist so großartig. Ще те направя глава, а не Du опашка. wirst Haupt sein und nicht Schwanz. Ти ще проповядваш в Мюнхен. Du wirst in München predigen. И даже стари вярващи ще те слушат как проповядваш. Und sogar die älteren Gläubigen werden auf dich zuhören. Всички ще искат да слагаш ръка на тях. Alle werden wollen, dass du ihnen die Hand И auflegst. славата ти ще се умножава. Und deine Herrlichkeit wird sich vermehren. Никой не казва амин. Keiner sagt Amen. Скъпи в Господа! Ihr Lieben, Той не искаше, защото не ги харесваше. er tat das nicht, weil er sie nicht mochte, Jona. Той трябваше да отиде в Ниневия. Er musste nach Ninive gehen. Наистина ниневийците са лоши хора. Und tatsächlich, die Menschen in Ninive sind böse Menschen. Те бяха направили много зло на Израил. Sie haben in der Vergangenheit viel Böses den Israeliten Много angetan. зло. Viel Böses. Толкова много убийства. Viele Morde. Толкова много роби те бяха взели от Израил. So viele haben versklavt. Толкова много семейства бяха разплакали. So viele Familien haben sie zerstört oder zum Weinen gebracht. И сега трябва да отиде при тях. Jetzt muss er dahin gehen. И мога да ви кажа, че каузата му беше справедлива. Und das war gerecht, dass er das nicht wollte. Бог му каза, Gott sagte zu ihm, отиди и ми кажи, че след 4 дена ще умрат. sag ihnen, dass in 4 Tagen, dass sie sterben werden. Това е най-кратката проповед. Das ist die kürzeste Predigt. След 4 дена ще умреш. In 4 Tagen bist du tot. Слушали ли сте такава проповед? Habt ihr so eine Predigt schon gehört? Това е ужасно. Das ist schlimm. Аз си спомням как се чувстваха братята фарисеи, когато Йоан Кръстител проповядваше. Ich kann mich erinnern, wie die Pharisäer sich fühlten, als Johannes der Täufer predigte. О, вие рожби на змии! Ihr Otterbrut, О, покайте се! tut Buße, Защото наближи небесното царство. denn das Reich Gottes ist näher И тя, gekommen. ние да се покаем? Wir Buße tun? Die Ти знаеш Pharisäer? ли кой съм аз? Weißt du, wer ich bin? Аз съм проповедник. Ich bin Prediger. От 35 години съм във вярата. Ich bin seit 35 Jahren im Glauben. Даже проповядвам в Мюнхен. Ти знаеш ли това? Und ich predige sogar in München. Weißt du denn das nicht? Същия беше Йона. Das war Jona. Ти знаеш ли тия кои са и аз кой съм? Weißt du nicht, wer sie sind und wer ich bin? Това е голямо огорчение. Das ist, ja, das ist Bitterkeit, das ist bitter. Той не е признат. Wird nicht anerkannt. И то не е признато точно от Бог, в който той вярва. Und genau der Herr hat ihn nicht anerkannt, der Herr, an dem er glaubt. Да, вие ще видите в края на историята. Am Ende der Geschichte werdet ihr das sehen. Той е срещу решението на Бога. Er stellt sich gegen die Entscheidung Gottes. И е огорчен от това. Er ist deswegen verbittert. Така че той тръгна. Вие знаете историята. Also er ist hingegangen, Надигна се буря. da kam der Sturm, Той не можеше да изпее тази детска песен. er konnte nicht dieses Kinderlied singen. Щом Исус е в моята лодка, аз съм весел в бурята. Wenn der Herr in meinem Boot ist, dann bin ich froh in dem Sturm. Той беше много нещастен. Er war sehr unglücklich, Огорчен и спеше в дъното на кораба. verbittert und schlief da tief im Schiff. Ще ги видите огорчените хора се. Аз искам да съм сам, оставете ме. Die verbitterten Menschen, die sind immer so, lass mich doch in Ruhe, ich will alleine Не ми sein. говорете сега. Sag mir doch nichts. Аз имам Божия мисия, Ich habe Auftrag Gottes. но тук ще си поспа малко. Aber hier werde ich ein bisschen schlafen. И тогава в бурята го събуди капитана. Und der Kapitän, der weckte ihn mitten im Sturm. Те се молеха на своите богове. Er betete zu seinem Gott. И викат, давайте тук всеки, който си има Бог да се моли. Буда, Кришна, Багахават, Гита, Und не dann знам sagten си sie, коя. jeder, der irgendeinen Gott hat, er betet zu ihm, zu Buddha, zu Krishna, zu wer auch immer. Нищо не се получаваше. Бурята се увеличаваше. Aber da wurde der Sturm noch schlimmer. И тогава те го намериха. Und dann fanden sie ihn. Ти защо спиш тук, бе? Warum schläfst du hier denn? И той започна да се оплаква. Und dann fing er an, sich zu beschweren. Какво работиш? Беше първият въпрос. Was ist dein Beruf? И той, аз съм пророк. Ich bin Prophet. Ою! Разковничето било тук. Jetzt haben wir das. Откъде идваш? Втори въпрос. Woher kommst du? Zweite Frage.
Трети въпрос. Dritte Frage. От коя си земя? Von welchem Land bist du? И той вика, от Израил съм. Ich komme aus Israel. От кой народ си? Четвърти Welches въпрос. Volk? Vierte Frage. И той вижте отговора му. Аз съм от народа, който Бог, който е направил небето и земята е благословил. Представете ли си какво свидетелство? Komme von dem Volk, den der Herr, von der Himmel und Erde geschaffen hat, gesegnet hat. Ich komme von diesem Volk. И когато те чуха това, Und als sie das hörten, те се уплашиха. dann erschraken sie. Що не се помолиш, бе, човек? Ja, dann bete doch, Mann. Абе, ние ще умреме. Wir kommen um. Помните ли Петър, когато отиде при Исус? Als Petrus zu Jesus kam, И му каза, Исусе, ще умреме. dann sagte ihm Jesus, wir sterben. Исус не беше огорчен, Jesus war nicht verbittert, той беше уморен. er war müde. Той просто се изправи Er stand auf и каза две думи. und sagte zwei Worte. Млъкни, утихни. Sturm, sei still. Drei. И край. Und das war's. Тишината Die Ruhe, беше по-страшна от бурята, когато Исус я укроти. die Stille, die war noch furchterregender als der Sturm, als den Jesus besänftigt hat. Апостолите се оплашиха повече от тишината. Da waren die Apostel erschrockener vor der Stille. Те казаха, кой е тоя? Wer ist dieser? Ей, бурята и морето му се покоряват. Wellen und Sturm gehorchen ihm. Ние до сега си мислихме, че тая работа я върши Посейдон. Wir dachten bis jetzt, dass Poseidon, der Gott Poseidon das tut. Но те още не бяха срещнали царя на царете и Господа на господарите. Aber bis dahin hatten sie keine Begegnung mit dem König der Könige und mit dem Herr der Herren. И тогава, вижте, това е същата история. Das ist die gleiche Geschichte doch. Той каза, хвърлете ме във водата и бурята ще отихне. Er sagte, werft mich ins Wasser und dann wird der Sturm sich legen. Те не искаха. Sie wollten es nicht. Добри хора, бе. Gute Menschen. Не искат. Sie wollen nicht. А той настоява. Aber er besteht Абе, drauf. хвърлете ме, бе. Werf mich doch ins Ей, Wasser. огорчените хора са готови да умрат. Die verbitterten Menschen sind bereit zu sterben. Може да умра, ама да съм прав. Ich kann sterben, aber ich habe Recht. Аз предпочитам да не съм прав, ама да съм жив. Mir ist lieber kein Recht zu haben, aber am Leben zu bleiben. Ето го този човек. Dieser Mann. И знаете ли какво направиха? Хвърлиха го. Und was erfolgte? Sie warfen ihn ins И Meer. чудо. Und Wunder. Две чудеса се Zwei стана. Wunder geschahen. Докато той летеше във въздуха, Während er noch in der Luft flog, те не бяха виждали това чудовище. haben sie so ein Monster noch nie gesehen. Един огромен кит. Ein riesiger Wal, Направо още във въздуха. Ела, бе, Йона, от кога те чакам. der zu Jona, ach komm Jona, ich habe auf dich gewartet. Ти си моята хубава закуска. Du bist mein leckeres Frühstück. Хоп! И го глътна. Schnapp und er hat ihn verschlungen. И бурята отихна. Und da war der Sturm still. Знаете ли какво направиха всички на кораба? Und was taten die auf dem Schiff? Всички повярваха в Бога. Alle glaubten an Gott. Да, всички Ja. казаха, само Исус е Господ. Alle sagten, nur Jesus ist der Herr. Така че това е историята на нашия човек. Das ist die Geschichte hier von unserem Freund. Вие знаете какво се случи? Имам още малко време. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ihr wisst, was passierte. И така, той беше под водата. Er war unter dem Wasser. Втора глава на Йона е една прекрасна молитва. Kapitel 2 von Jona ist ein wunderbares Gebet. Това е първата подводна молитва. Das ist das erste Gebet unter Wasser. Абсолютно! Absolut. И той вика, о, водите минаха над главата ми, о, лостовете ме затвориха. Oh, und er sagte, ja, die Wasser sind mir über den Kopf gestiegen, ich bin hier eingeklemmt. Случило ли ви се? Ist das euch passiert? А? Все едно сте под водата? Als ob ihr unter Толкова е Wasser seid? зле? Ist das so schlimm? Аз изчислих, че между 500 метра дълбочина и 2000 метра може да слезе кита под водата. Ich habe recherchiert, der Wal kann zwischen 500 und 2000 Meter tief tauchen. Световният рекорд на човек, който се е гмурнал и то с специални дрехи, нали, е 137 метра. Also der Weltrekord ist 137 Meter und der Taucher, der hatte besondere Kleidung, Ausstattung. А Йона? Jona, Перфектен подводничар. ein super Taucher.
не е ли така? Das stimmt doch. Така че, скъпи в Господа, когато сте огорчени, Also ihr Lieben, wenn ihr verbittert seid, се подгответе за плуване. dann seid schwimmbereit. Да. Някъде там ще бъдете потопени. Irgendwo werdet ihr dann untergetaucht werden. И какво иска Бог, когато сте потопени? Und was will der Herr, wenn wir unter Wasser sind? Ами да дойдете на себе си. Dass man zur Vernunft kommt. Помните ли блудния син? Der verlorene Sohn, Кога дойде на себе си? wann kam er in sich? Там при прасетата. Bei den Schweinen. Когато беше гладен. Als er Hunger hatte. И той, колко хляб има в дома на баща ми. Oh, da ist im Hause meines Vaters so viel Brot. А тук аз. Und hier ich. Помните ли Навуходоносор? Nebuchadnezzar. Помните ли го? Голям цар. Großer König. Между другото, знаеш ли, че той май е бил черен? Wahrscheinlich war er auch dunkelhäutig, Nebuchadnezzar. Да. Ja, Той там е живял. er lebte Тия dort. земи. In И знаете ли какво? in diesem Land. Той много се фукаше. Er war sehr stolz. Аз направих всичко. Ich habe alles erschaffen. И Бог му каза, още веднъж го кажеш. No, sagt es noch einmal, dann ist vorbei. След 1 година той забрави. Ein Jahr später hat er es vergessen. И ето го, ние го виждаме като животно. Und dann sehen wir Nebuchadnezzar, der ist wie ein Tier geworden. Значи, погледнете, 3 или 4 глава на Данаил не е писана от Данаил. Тя е написана от Навуходоносор. Kapitel 3 und 4 von Daniel ist nicht von Daniel geschrieben, sondern von Nebuchadnezzar. И той казва, сега Und er sagt, jetzt, аз славя, ich verherrliche превъзнасям und ich mache den Herrn groß и хваля небесния Бог. und ich lobe den himmlischen Gott. Защото той знае как да лекува сърцата. Denn er weiß, wie die Herzen zu heilen sind. От гордост и огорчение. Und er hat mich vor Stolz und Bitterkeit geheilt. Огорченият човек е горделив човек. Ein verbitterter Mensch ist auch ein stolzer Mensch. Той е ядосан, че света не се върти около него. Er ist sauer, dass sich die Welt nicht um ihn dreht. Той е ядосан, че и Бог не се съобразява с неговите планове. Und er ist auch verbittert, weil Gott nicht Rücksicht auf seine Pläne nimmt. Ма Боже, аз съм си планирал отпуската. Aber Herr, ich habe doch meinen Urlaub jetzt geplant. Ти не го ли виждаш? Siehst du das doch nicht? И Бог казва, знам. Okay, ja, ich weiß. Но ще свършиш първо моята работа. Aber zuerst wirst du meinen Job erledigen. И така. Ето го Йона, който се моли под водата. Hier ist der Jona, der unter dem Wasser betet. Но ние там виждаме 9 стих. Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас. Виждаме първото подводно хваление. Ich werde den Herrn loben. Das ist der erste Lobpreis unter Wasser. Да, но аз ще принеса жертва с хвалебен глас. Някой от вас да е пял под водата? Opfer bringen. Habt ihr schon unter Wasser gesungen? Не опитвайте. Versucht es nicht. Трудна работа. Schwierig. Знам обаче, че Бог чува дори и там. Aber ich weiß, Gott hört sogar diese Gebete unter Wasser. И рибата го избълва. Und der Fisch hat ihn ausgespuckt. Бог му каза, имаш 3 дни да обиколиш града. Gott sagt ihm, du hast 3 Tage durch die Stadt zu gehen. Знаете ли колко дни проповядва Йона? Wie viele Tage hat Jona gepredigt? Само 1. Nur ein Tag. Бог му каза 3. Gott sagt ihm 3 Tage. И той проповядваше голямата проповед. Und er predigte große Predigt. Помните ли я? Wisst ihr noch? След 4 дни ще умреш. In 4 Tagen bist du tot. Той не очакваше какво ще се случи. Er erwartete nicht das, was danach erfolgte. 120 хиляди души. 120.000 Menschen. Това е най-добрият евангелизатор. Das ist der beste Evangelist. Само 1 ден проповядва. Eine Predigt. Най-късата проповед. Die kürzeste Predigt. Най-големи плодове. Und die größte Frucht. И огорчено сърце. Und ein verbittertes Herz. Много странно. Sehr seltsam. Йона беше ли пророк от Бога? War Jona ein Prophet des Herrn? Да. Absolut. Но той не искаше да направи това, което Бог му казва. Aber er wollte nicht das tun, was Gott ihm gesagt hat. И така те се покаяха. Also die Menschen taten Buße. А Йона се вгорчи. Und Jona wurde erbittert. И негови са думите: Господи, искам да умра. Und er sagte, das sind seine Worte: Herr, ich will sterben. И Бог: спокойно, изкарай поне още 1 нощ. Und Gott sagt ihm: Okay, jetzt noch eine Nacht, übersteh noch die Nacht. И Бог даде една прекрасна тиква. Und dann kam der Rizinus. Скъпа, да знаеш, понякога и тиквите служат на Господ.
Schatz, sogar die Rizinusstauden, die dienen dem Herrn. В един ден тази тиква живя Und dieser Rizinus, der lebte einen Tag. и тя беше такава радост Das за war Йона. so eine Freude für Jona. Знаете ли колко време трябва за да порасне тиква и да даде сянка? Wisst ihr, wie lange ein Rizinus seine Staude wachsen oder für Wachstum braucht, um sogar einen Schatten zu spenden? Минимум 6 до 8 месеца. Mindestens 6 bis 8 Monate. Бог я направи да порасне за една нощ. Und Gott machte den Rizinus für eine Nacht wachsen. Бог може за една нощ да ти даде щастие. Gott kann dir über Nacht Glück geben. И да промени всичко в живота ти. Er kann über Nacht alles in deinem Leben verändern. И той беше щастлив. Er war glücklich. Седи си под тиквата, Er ist unter dem Rizinus, пие im си Schatten, кафенцето. trinkt seinen Kaffee. Идва време за кафета, се сетих. Bald kommt die Kaffeezeit, deswegen dachte ich dran. И чака Und er wartet. Божият съд, Das Gericht Gottes, Божията справедливост, die Gerechtigkeit Gottes, Божията истина die Wahrheit Gottes, да се стовари върху Ниневия. dass all das Ninive zerstört. А Бог, Gott, той пък бил и милостив. er war auch gnädig. А сега де? Jetzt. Йона е много ядосен. Jona ist richtig sauer. Как може, Боже? Wie kann das sein, Gott? Аз цял живот проповядвам Твоята правда. Ich predige mein ganzes Leben deine Gerechtigkeit. Цял живот съм Ти верен. Ich diene dir mein ganzes Leben. Малко побегнах там, ама... Ab und zu bin ich geflohen. Защо не ги наказа? Warum hast du sie nicht bestraft? Знаете ли какво направи Бог? Was machte der Herr? Изпрати един червей. Er schickte einen Wurm. Ах, ние в България казваме червея на съмнението. In Bulgarien sagt man der Wurm des Zweifels. To be or not to be. Да! И тиквата, буф, изсъхна. Und der Rizinus, der vertrocknete. И той, Боже, Der sagte, Gott, милост Gnade към тиквата. für den Rizinus. Дай ми тиква, Боже. Gib mir einen Rizinus her. Има ли сте такава молитва? Habt ihr so ein Gebet gehabt? Ето я в Библията. Hier steht in der Молитва за Bibel тиква. ein Gebet für einen Rizinus. Ти си имаш. Du hast schon. Така че Бог му каза, Йона, Und Gott sagte zu ihm, Jona, ти се смили за една тиква. du hattest Erbarmen mit dieser Rizinusstaude. Не трябваше ли да се смилиш и за тези хора? Hättest du nicht Erbarmen haben mit diesen Menschen? Когато си огорчен, Wenn du verbittert bist, помните ли Йосиф, който беше огорчен? könnt ihr euch an Josef erinnern, der verbittert war. Първото нещо е дай си време. Nimm dir Zeit, das ist das Erste. Не можеш да излекуваш сърцето си в миг. Du kannst nicht das Herz heilen für einen Augenblick. Сърцето е много болно. Das Herz ist sehr krank. Само Божият дух може да го промени. Nur der Geist Gottes kann es verändern. Само Бог. Nur Gott. Дай си време. Nimm dir Zeit. Ако си огорчен срещу някой. Wenn du Bitterkeit Ето, това бяха неговите братя. Das waren seine Brüder. 22 години той не ги беше виждал. 22 Jahre hatte er sie nicht gesehen, Josef. Библията ни казва, че първото нещо, което Йосиф направи, е да забрави. Неговия син се казва така. Първият му син е Ефрем. Значи забравяне. Das erste, was Josef zu sich gesagt hat, ist, ich werde all das vergessen, was mir widerfahren ist. Und deswegen nannte er seinen Sohn auch Ephraim. Можеш ли да забравиш? Kannst du vergessen? Шегуваме се. Бях няколко години пастир в една църква в Разлог. Поздравявам ви, разложени! Ich war eine Zeit lang ein Pastor in der Stadt Razlog in Bulgarien. И там, когато някой си искаше прошка, und dort, wenn jemand um Vergebung gebeten hat, той казваше така през зъби, прощавам ти, Бог да те помилва. Dann sagte er durch mit Zähnen, mit knirschenden Zähnen, ich vergebe dir, aber Gott. Това се учи по хомилетика, нали?
Как да проповядваш добре през зъби. Das lernt man in der Homiletik, wie man mit knirschenden Zähnen predigt. Много интересна проповед, нали? Sehr interessante Predigt. Йосиф забрави. Josef hat vergessen. Това е много трудно. Das ist sehr schwer. И второто нещо е Das zweite, да видиш Божиите благословения. den Segen Gottes zu sehen oder die Segnungen Gottes zu Вторият му sehen. син се казва Манасия, Sein zweiter Sohn heißt Manasse. което значи Бог благослови тук. Das heißt, der Herr segnete hier. Забрави и виж Божиите благословения. Vergiss und schau nach den Segnungen Gottes. Oder erkenn die Segnungen Gottes. Ако нещо те огорчава, Wenn dich etwas verbittert, прости както Бог е простил на нас. vergib, so wie der Herr uns vergeben hat. Спомни си. Erinnere dich dran. Знаете ли, че Бог също се огорчава? Wisst ihr, dass Gott auch verbittert sein kann? За да простиш, се срещни с Бога. Zu vergeben, hab eine Begegnung mit Gott. Бог може да го намериш в Библията. Ihn kannst du in der Bibel begegnen. Чувстваш ли се огорчен? Чети Библията. Wenn du dich bitter fühlst, dann lies die Bibel. Бог ще ти даде откровение. Gott wird sich dir offenbaren. Ще ти даде видение. Wird dir eine Vision geben. Ти си дай време. Nimm dir Zeit. Може да е 22 години. Es kann 22 Jahre sein. В живота си като млад съм имал много хора, които са ме огорчавали. Als ich jung war, hatte ich sehr viele Menschen, die mich verbittert haben. Знаете ли, и това са все хора, които са ми казвали, абе от тебе нищо няма да стане. Das waren immer Menschen, die mir sagten, aus dir wird nichts. И когато минаха много години, Und es vergingen viele Jahre. и Бог ни срещаше отново. Und Gott hat uns wieder zusammengebracht. Те не виждаха, но аз виждах, че Бог ме е поставил много по-високо от тях. Ich sah, dass Gott mich da erhoben hatte über sie. И най-странното беше, че съм имал случаи, когато хора, които са ме огорчавали и са говорили лоши думи за мен, са идвали при мен и аз съм бил техен работодател. Also das Merkwürdige war, es gab viele Menschen, die mich beleidigt haben und verletzt haben und verbittert haben. Und Jahre später kamen sie zu mir und ich wurde ihren Arbeitgeber. Да. И знаете ли какво ми каза Бог? Und wisst ihr, was der Herr zu mir gesagt hat? Можеш ли като Йосиф? Kannst du so wie Josef? Нали го проповядваш? Du predigst es doch. Можеш ли като си видиш братята, дето са те огорчили, Kannst du das tun, wenn du deine Brüder siehst, die да им напълниш, oder verletzt haben? да им напълниш торбите с жито Kannst du ihre Säcke mit Weizen füllen и след това да им дадеш най-добрата земя? und dann ihnen das beste Land geben? Можеш ли? Kannst du das? Знаете ли, Исус го направи за нас. Jesus tat das für uns. По времето на Ной Бог се огорчи, че беше направил човека. Als zur Zeit von Noah war der Herr bitter, dass er den Menschen erschaffen hat. Но Бог каза, никога вече няма да направя това. Aber dann sagte er, ich werde nie eine zweite Sintflut machen. Защото моята милост Denn meine Gnade е по-голяма от моя съд. ist größer als mein Gericht. И всеки, който показва милост, Jeder, der Gnade und Barmherzigkeit аз zeigt, ще я покажа към него. dem gegenüber werde ich auch Gnade erweisen. Бог да ви благослови. Gott segne euch. И не бъдете огорчени. Seid nicht erbittert. Бог е добър. Gott ist gut. Амин.